Ihr seht das Thema dieser Predigt, Wage zu träumen. Ich gehöre eher zu dieser Sorte Mensch, der mit beiden Füßen im Leben und im Glauben steht. Also so ein bisschen zu den Realisten. Und jetzt kommt ausgerechnet der Fritz mit dieser Aufforderung, Wage zu träumen. Ja gut, man kann mal eine Predigt für sich selber halten. Träume spiegeln unser Erleben wider. Was wir im Alltag erlebt haben, tun wir in unseren Träumen ja oft verarbeiten. Manchmal ist es uns bewusst am Morgen und manchmal haben wir keine Ahnung mehr. Aber Träume spiegeln so etwas wie unsere tiefsten Wünsche und Sehnsüchte wider. Und Sehnsucht ist ja die Kraft, die über die momentanen Verhältnisse herausschauen kann und sieht, was noch werden kann. Hier ist Platz für Träume. Träume sind Schäume, rufen wir die Realisten zu und warnen vor dem Abheben. Aber kein geringerer als Jesus Christus hat uns auf die verträumten Kinder aufmerksam gemacht und gesagt, nehmt die als Vorbild. Und ein typisches Kennzeichen von Kindern ist doch, dass die eben noch träumen können. Die freuen sich an den Seifenblätterchen, auch wenn die nur ganz kurzlebig sind. Und wir Erwachsenen, wir sind manchmal so abgeklärt, bis sogar abgelöscht. Es brennt kein Feuer von der Sehnsucht mehr, nur noch knallharte Analyse von der Realität zählt und dann wird der nächste logische Schritt eingeleitet. Dabei bleibt die Seele oft auf der Strecke liegen. Ihr seht die Leiter da vorne. Wenn eine Leiter an sich gut ist, dann muss man eigentlich nur auf zwei Sachen achten. Erstens, dass sie im Boden gut verankert ist und zweitens, dass sie oben gut angestellt ist. Dann kann man bedenkenlos auf die Leiter gehen, oder? Und ich habe gemerkt, wir Menschen, wir neigen oft nur zum einen. Entweder stehen wir mit beiden Füßen im Leben und haben keinen Sinn für die höheren Sachen, oder Christen leben abgehoben und ihr Glaube greift nicht im Leben. Gott möchte uns ein Christentum schenken mit Bodenhaftung und Himmelsberührung. Das ist meine Botschaft von heute. Gott möchte dir ein Christentum schenken mit Bodenhaftung und Himmelsberührung. Wenn wir so sehen, was auf dieser Erde im Moment so alles läuft, die Realität, dann kann es einem ein bisschen Angst machen und auch ablöschen. Aber wenn wir uns nur mit dem Himmel beschäftigen und davon träumen, erwachen wir früher oder später doch in der Realität vom Leben. Und bezüglich Bodenhaftung und Himmelsberührung gibt es im Alten Testament eine geniale Geschichte. Und auf die hören wir jetzt. Die Irene wird uns die vorlesen. Gott begegnete Jakob. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne unterging, blieb er an dem Ort, wo er gerade war, um zu übernachten. Unter seinen Kopf legte er einen der Steine, die dort herumlagen. Während er schlief, hatte er einen Traum. Er sah eine Treppe, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Engel Gottes stiegen hinauf und herab. Oben auf der Treppe stand der Herr und sagte zu ihm: Ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei, ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück.
Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Jakob erwachte. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst, rief er. Wie furchterregend ist dieser Ort. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Am nächsten Morgen stand er früh auf. Er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hatte, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Öl darüber, um ihn Gott zu weihen. Er nannte den Ort Bethel, Haus Gottes. Früher hieß er Luz. Dann legte Jakob ein Gelübde ab. Wenn der Herr mir beisteht und mich auf dieser Reise beschützt, wenn er mir genug Nahrung und Kleidung gibt und mich wieder heil zu meiner Familie zurückbringt, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Stein aufgestellt habe, soll der Herr verehrt und angebetet werden. Von allem, was er mir schenkt, will ich ihm den 10. Teil zurückgeben. Es ist eine hochinteressante Geschichte. Jakob und die Himmelsleiter. Jakob bedeutet Fersenhalter. Schon im Mutterleib hat offenbar der Streit mit seinem Zwillingsbruder Esau angefangen. Und ich weiss nicht, ob man das so sagen darf, dass er da schon versucht hat, an der Ferse haltend seinen Bruder an der Erstgeburt zu hindern. Das müssen wir, glaube ich, mal noch offen lassen. Aber er ist der Sohn von Isaac und dem seiner Frau von der Rebekka. Jakob ist es sehr, sehr daran gelegen, den göttlichen Segen zu bekommen von seinem Vater Isaac. Und das ist überhaupt nicht verwerflich. Das ist eigentlich ein schöner Zug. Aber wie er zu diesem Segen gekommen ist, das ist unschön. Durch List und Betrug sich das Erstgeburtsrecht und damit der Segen zu erschleichen, ist nicht schön. Auf dem Sterbebett von seinem Vater Isaac macht er dann noch so etwas. Und das, was er als Erfolg angeschaut hat, wird schnell zum Albtraum für Jakob. Jakob, sein Streben nach Erfolg endet im Misserfolg. Er ist gefangen in seinen Lügen, in seinen Betrügereien. Und das Verhältnis zu seinem Bruder Esau, das schon angespannt war, ist jetzt so vollends in die Brüche gegangen. So kann es nicht mehr weitergehen. Aus dem Umfeld von Jakob erfahren wir, er ist auf Brutschau. Er soll sich eine gläubige Frau aus der Verwandtschaft suchen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Im Grunde genommen ist er auf der Flucht vor seinem Bruder Esau. Er sucht sich einen Platz zum Schlafen. Anstatt dass er ein Jungschimätteli ausrollen könnte, nimmt er einen grossen Stein, legt ihn her und legt sich an die Seite von dem Stein und schläft offenbar total übermüdet trotz dieser harten Unterlage ein. Über dem Schlummernden weitet sich der grosse Nachthimmel. Und bevor wir jetzt hier weitermachen, wollen wir den Jakob ein bisschen ruhen. Es gibt Leute, vielleicht auch unter uns, die stehen auch so an einem Punkt, wo sie sagen, so kann es nicht mehr weitergehen. Es muss sich etwas ändern. Wie ich in der Vergangenheit gelebt habe, so darf und kann es nicht weitergehen. Vielleicht ist es in ihrer Beziehung zu Gott, wo sie finden, da muss jetzt etwas anderes werden. Vielleicht ist es in der Beziehung zum Ehepartner. Wir haben schon zusammen viel Schweres durchgemacht, aber man hat sich doch auseinandergelebt. Vielleicht ist es so in der Beziehung zum Leben ganz allgemein, wo man irgendwie nicht mehr zurechtkommt. Und vielleicht, habe ich mir auch schon sagen, bin ich da ganz selber die schuld, wie der Jakob. Habe ich mich in etwas hineinmanövriert
die nicht hätte dürfen sein. Es gibt viel Not und viele Probleme, auch bei glaubenden Menschen. Die Liebe, die plötzlich nicht mehr da ist, oder Eltern und Kinder, die sich nicht mehr zu sagen haben. Irgendetwas ist vorgefallen in der Familie. Seither ist Familienstreit. Um das Gesicht zu wahren, hat man einen Waffenstillstand geschlossen. Familientreffen bringt man möglichst oberflächlich hinter sich. Oder keiner hat das Problem mit nicht. Aber alle wollen nur Gerechtigkeit. Das tönt noch gut. Manchmal habe ich den Eindruck, wir Frommen sind fast ein bisschen Weltmeister und hätten eine Medaille verdient im guten Miene machen zum bösen Spiel. Und solche Leute stehen an der Schwelle zu etwas Neuem wie der Jakob. Er hat das Alte hinter sich gelassen und eine völlig neue Zukunft steht jetzt offen vor ihm. Er steht also auf dieser Schwelle vom Alten zum Neuen. Und das sind kritische Momente, diese Schwellenerlebnis. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Hier entscheidet sich nämlich, ob ich resigniere und aufgebe oder ob ich noch einen Traum habe und etwas anpacken mit Gottes Hilfe. Und was mich in dieser Geschichte so freut und ermutigt, ist die Tatsache, dass genau an dieser Schwelle vom Jakob, was schwierig ist, ihm der lebendige Gott begegnet. Er tritt in sein Leben. Der Jakob spürt es. Ich habe jetzt ein Eingreifen von oben bitter nötig. Und für das tut Gott den Jakob nicht einmal aus dem Schlaf wecken, sondern er schenkt ihm einen Traum. Was der Jakob in seiner Situation am besten hätte brauchen können, wäre eine Brücke. Eine Brücke zu den Menschen, die er es mitten verdorben hat. Eine Brücke vom Frieden zu seinem Bruder Esau, den er betrogen hat. Eine Brücke vom neuen Vertrauen zu seinem Vater Isaac. Eine Brücke, die einen Standpunkt mit dem anderen verbindet und so Beziehung wieder möglich macht. Und Gott schenkt ihm etwas anderes. Er schenkt ihm einen Traum. Träume sind wichtige Erfahrungen. Sie drücken Sehnsucht aus, sie helfen uns, das, was wir erlebt haben, zu verarbeiten. Und manchmal träumen wir ja lebhaft von einem traumhaften Leben. Wunschträume sind ein Urbild für Glück, wenn wir vom Traumhaus, von der Traumreise oder vom Traumpartner reden. Und Albträume dagegen sind das Urbild für Schrecken und Angst. Aber im Traum verbirgt sich oft eine ganz tiefe Wahrheit. Gott hat öfters in der Bibel durch Träume zu Menschen geredet. Und er hat ihnen in diesen Träumen gesagt, hab keine Angst, ich bin bei dir. So auch beim Jakob. Er sieht in seinem Traum eine riesenlange Leiter, die bis in den Himmel aufragt. Auf ihren zahlreichen Sprossen steigen Engel auf und nieder. Der Jakob darf in seiner Situation einen Blick tun in Gottes himmlische Welt. Und diese Welt ist weit entfernt, wir können sagen, himmelweit entfernt vom Denken der Menschen in ihren ich-süchtigen Bahnen. Der Jakob sieht etwas von den tiefen Gedanken Gottes, von der Riesengröße vom Reich Gottes, wo die menschlichen Ziele und Pläne dagegen winzig klein sind. Vor seinem inneren Auge, im Traum, ereignet sich das unfassbare Wunder, dass zwischen der unendlichen und heiligen Himmelswelt oben und der schuldbeladenen Erde da unten eine Verbindung besteht. Eine Verbindung. Der Jakob darf sehen, was Jesus Jahre später seinen Jüngern versprochen hat. Von nun an werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren auf des Menschen Sohn. Johannes 1. Die Himmelsleiter, die symbolisiert eine Verbindung vom Himmel zur Erde.
Und es zeigt mir, dass Gott den Jakob nicht seinem selber verschuldeten Elend überlässt, sondern sich um ihn kümmert. Und das ist so tröstlich, dass Gott ganz anders handelt als wir Menschen. Wie schnell fallen wir über Leute her, die schuldig geworden sind, wie schnell werden Leute abgeschrieben, Aussenseiter von der Gesellschaft, die wir auch verachten. Nein, so soll es nicht sein. Weil der Vater im Himmel ist da ganz anders. Er kümmert sich um Versager. Er ist für alle da, auch für die Aussenseiter von der Gesellschaft. Und Gott selber schlägt die entscheidende Brücke vom Himmel zur Erde. Weil schon immer haben Menschen Kontakt aufnehmen mit der himmlischen Welt. Aber ihre Leiter haben nicht einmal bis zur Wolkendecke gelangt. Wir schaffen es einfach beim besten Willen nicht. Alle Weltreligionen haben nur eine vage Vorstellung, wie man denn mit dem heiligen Gott in Verbindung treten kann. Und beim Gott von der Bibel, wo wir daran glauben, geht es aber gerade umgekehrt. Er kommt auf uns Menschen zu. Er schenkt uns einen Himmelsleiter in seinem Sohn Jesus Christus. Und ausgerechnet dort, wo der Jakob um sein Leben flieht, sagt ihm Gott seine Nähe zu. Ich habe den Eindruck, als wäre Gott dem Jakob noch nie so nahe gewesen, wie jetzt gerade in diesem Moment. Im Traum hört der Jakob tatsächlich die Stimme Gottes. Vom Ende dieser Leiter her redet Gott zu ihm und sagt, ich bin der Herr, der Gott Abrahams und Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein wie der Staub auf der Erde, sich in diesem Land ausbreiten und alle Gebiete bevölkern. Und durch dich soll allen Völkern der Erde Gutes zuteil werden. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst, und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. Und wohlverstanden, hier redet nicht ein Mensch, da redet der allmächtige, der lebendige Gott. Gott verspricht dem Jakob Land, Leute und seinen Beistand. Mit anderen Worten, Gott verspricht dem Jakob Zukunft. Eine Zukunft, die sein eigenes Leben weit wird überdauern. So gross und gnädig ist unser Gott und himmlischer Vater. Gott schenkt dem Jakob mehr als eine Brücke zu den Menschen. Er schenkt ihm eine Leiter im Himmel. Als der Jakob am Morgen, wahrscheinlich früh, von seinem Traum erwacht, weiss er, das, was ich erlebt habe, das geht über den normalen Traum raus. Gott ist mir begegnet. Und das sieht ja auf den ersten Blick fast so aus, als hätte Gott den Jakob für seinen Betrug noch belohnt. Aber der Schrecken und die Angst, die der Jakob in diesem Traum und nachher am Morgen erlebt hat, sprechen eine andere Sprache. Der Jakob hat einen Blick bekommen für den himmelweiten Unterschied zwischen dem lebendigen Gott und dem Gott, wo er gedacht hat, er könne ihn für seine Zwecke einspannen. Die Schau von dieser stillen Heeresmacht wirft den Betrüger zuerst mal in die Angst vor dem Heiligen. Und das ist die mächtige Botschaft, die wir haben vom Evangelium mit dieser Geschichte, dass Gott mit dem, was eindeutig schuldig geworden ist, weitermacht. Dass er den nicht fertig macht, sondern an ihm schafft und durch Gericht und Gnade wieder zurechtbringt. Die Nacht in Bethel bedeutet für Jakob eine Sinnesänderung und eine Kursänderung von seinem Leben. Und das macht er mit äußeren Sachen sichtbar. Er richtet den Stein auf, und er drauf gelegen ist, weil er weiss, hier ist Gott mir begegnet. Er gießt Öl über den Stein als Zeichen von der Weihe und er gibt dem Ort einen neuen Namen, Bethel, Haus Gottes.
weil er weiss, Gott ist da. Und dann nimmt er die Zusagen, die Gott ihm gemacht hat, ernst und sagt, und auch ich will dir angehören und der 10. Teil von meinem Hab und Gut soll dir gehören. Und jetzt kommt für mich ganz eine interessante Wende, die eigentlich ich anders erwartet hätte. Der Jakob, der kehrt nach dem Traum nicht heim zurück ins alte Nest. Er folgt dem eingeschlagenen Weg. Es hätte auch anders sein können. Der Jakob ist in der Seelsorge Gottes und die verläuft manchmal ein bisschen anders als menschliche Seelsorge. Gott kann es sich leisten, von unseren Regeln abzuweichen. Weil wir würden gemäss jedem vernünftigen Seelsorgeratgeber den Jakob zurückschicken und sagen, Bursch, du hast gelogen, du hast es daheim verbockt, jetzt gehst du diese Sache wieder in die Ordnung machen. Du gehst deine Beziehungen bereinigen. So habe ich es jedenfalls gelernt. Bei Gott kommt es erst viele Jahre später. Wir würden doch dem Jakob sagen, Gott kann dich erst segnen, wenn du die Vergangenheit in Ordnung gebracht hast. Und Gott segnet ihn schon vorher. Jahre vorher. Gott hat Zeit und Gott lässt sich Zeit. Zuerst mal versichert er dem Jakob, dass er mit ihm ist und noch Grosses vorhat. Auf dem eingeschlagenen Weg liegt die Erfüllung der Verheißung. Der Jakob muss aufbrechen zu neuen Ufern ins Land der Verheißung. Und dort wird er seine Frauen finden und wird er zu Hab und Gut kommen und erst viele Jahre später mit einem Heer von einer Familie und von Angestellten in seine alte Heimat zurückkehren. Aber egal, was für Schwierigkeiten noch vor dem Jakob liegen, Gott ist mit ihm. Gott hat ihm versichert, ich bin der lebendige Gott, ich führe dich. Und da komme ich schon zum Schluss. Wage zu träumen. Gott möchte uns Träume schenken. Lassen wir uns noch beschenken auf diese Art. Es sind nicht Illusionen, die sich dann irgendwann in Luft auflösen, sondern Zusagen, die uns Hoffnung und Mut geben, den Weg mit Gott unbeirrt weiterzufahren. Schauen wir noch einmal, was Gott dem Jakob für Zusagen gemacht hat. 3 gewaltige Zusagen. Am Flüchtenden verspricht er Heimat. Am Brutsuchenden nicht einfach eine Frau, er hat ja dann 2 bekommen und noch viele Kinder und Nachkommen. Und am Treulosen versichert er seine Nähe, seinen Beistand. Und sagt, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, das ich dir gegeben habe. So kann es nicht weitergehen, hat der Jakob mal empfunden. Und vielleicht trifft das Gleiche heute auf dich zu. Stell dir eine Situation vor, wo du einfach drinnen hängst, wo du nicht weiterkommst. Deine Ausweglosigkeit, dein Versagen, stell dir es vor und nimm Gottes Zusage da mit rein. Gott selber will dir beistehen und du darfst wissen, dein Versagen oder unser Versagen als ganze Gemeinde hebt Gottes Treue nie auf. Träumen heisst, ich bin mit meinen Gedanken und Gefühlen der Zeit voraus, wo ich im Moment drinnen stehe. Wag zu träumen, dass auch deine Flucht in Gottes Armen wird enden. Wag zu träumen, dass du ein Heer von geistlichen Nachkommen wirst haben. Wag zu träumen,
dass Gott auch dich nie im Stich wird lassen, egal was du angestellt hast. Ich stehe dir bei. Ich behüte dich. Niemals lasse ich dich im Stich. Seid der treue und lebendige Gott zu uns allen. Amen.